Ist das Geburtstagsfestli 10 Jahre Guckerzeitli? Oh. Gott sei Dank haben wir es geschafft. Wir haben schon das Gefühl, wir kommen zu spät. Unsere Opi hat uns eben drum hierher gefahren mit dem Auto. Ja, dann sind wir aufgehalten worden von dieser Ettiger Ordnungshüterin. Ja, die hat dem Opi eine Busse gegeben, 40 Stutz, weil sie gemeint hat, er parkt. Dabei fährt er immer so langsam. Hey, hat die böse reingeschaut. Wir hatten mal einen Dobermann gehabt. Also, wenn du dem den Knochen weggenommen hast, hat er genau das gleiche Gesicht gemacht. Ja. Der Opi hat dann zu ihr gesagt, hoppla, das Bussenblöckli sitzt ziemlich locker, kann man von der Uniform nicht behaupten. Zack! Nochmal 40 Stutz. Und weil der Opi wahrscheinlich genug Geld dabei hatte, hat er dann zu ihr gesagt, in Sissach gibt es ein Fabelwesen, Guckis Hex. Und dank dir sättigen ein blamablen Wesen, das böse Biest. Zack, 100 Stutz da oben drauf. Und dann hat sie zum Opi gesagt, so, und jetzt umdrüllen und zurück auf Derwil. Da hat der Opi das ganze Portemonnaie rausgeworfen und gesagt, kannst du mein ganzes Geld haben, lieber arm in Ettigen als reich in Derwil. Ja, ich weiss nicht. Der Opi hat irgendetwas gegen Derwil. Weiss auch nicht. Gut, er sagt immer, Derwil ist wunderschön. Auch von dem er erst im Rückspiegel. Also ich weiss nicht, wie es in Derwil ist. Der Opi hat dann gesagt, du willst schon früh genug herausfinden, wie es in Derwil ist, spätestens, wenn du gestorben bist und in die Hölle kommst. Aber jetzt sind wir nicht in der Hölle, jetzt sind wir im Himmel. Im Vorfasnachtshimmel. 10 Jahre Guckerzeitli. Ja, also, schade dauert das Gucker nur ein Zeitli, weil von mir aus kann das Guckerzeitli das ganze Jahr dauern. Es gibt Leute, die sagen, das Guckerzeitli wird von Jahr zu Jahr besser. Ja, das ist so ein Satz, den ein Fan vom FC Ettigen nie wird können sagen. Ja, aber die sind ein bisschen, die sind gerade schlecht, ja. Also, die sind noch schlechter wie der FC Basel und das soll etwas heissen. Ja, aber die können nicht dafür. Nein, der FC Ettigen kann nicht dafür. Nein, ihr Schuttplatz, der ist wie ein Alkoholiker meistens zu. Ja. Und dann liegen überall so grosse Lachen auf dem Platz. Und der Opi hat schon gesagt, die Lachen, das sind Tränen von den Leuten, die einen Match sind schauen. Und, ja, aber die sind... Ja, nein, der FC Ettigen ist schon ein bisschen... Also das FC im Namen FC Ettigen heisst nicht Fußballclub, sondern Fremdschäm-Kollektiv. Und wenn wir daheim ein Seich abgelassen haben, kriegen wir zur Strafe nicht Hausarrest, sondern wir zur Strafe einen Match vom FC Ettigen. Und unser Opi hat gesagt, man soll doch den FC Ettigen endlich einmal an den ESC schicken, an den European Song Contest. Nicht, weil sie so gut singen können, nein, aber wenn die dort 0 Points kriegen, macht das denen nichts, die kennen es ja nicht anders. Und der Kevin aus der Klasse hat gesagt, jetzt kommt das Jahr sogar noch der Papst nach Ettigen an einen Match, weil er gesagt hat, er ist immer gern dort, wo das Elend am grössten ist. Aber ich finde es nicht so elend in diesem Ettigen, weil aus Ettigen kommen immer ganz viele tolle Ideen. Ja, die die Welt weiterbringt und Ettigen auf der ganzen Welt bekannt macht. Ich sage nur, Unterhosenlauf. Ja, am eidgenössischen Domfest in Lausanne hat man einen Unterhosenlauf gemacht. Ja. Und die Idee war,
Für den Unterhosenlauf von einem Mitglied vom Turnverein Ettigen. Völlig gaga. Weißt du, bis dahin hat man so eine blöde Idee und nur einen Derwiler zugetraut. Aber jetzt kommt das sogar aus dem Turn. Er, der die Idee hat, kommt von Bielbenken. Aber ist ja gleich, das ist... Jetzt wissen wir, Bielbenken ist wie Derwiler. Nein, aber ich finde es noch toll. Und, also, ich weiss nicht, was für einen Zustand das er hatte, wo er die Idee hatte. Wahrscheinlich hat er gerade eine rote Unterhosen angehabt und ist selber ein bisschen blau gesehen. Auf jeden Fall. Über 1000 Leute haben mitgemacht. Sind zur Nacht durch Lausanne gerannt in Unterhosen. Also das müsst ihr jetzt einfach jedes Mal machen, dann wird das irgendwann olympische Disziplin. Unterhosen auf olympisch, wie könnte das heißen? Sprint and Slip oder Slip and Sprint oder 100 Meter Freischritt oder so. Also es gibt Leute, die das gesehen haben und die haben dann gesagt, Gott sei Dank nennt man das Unterhosenlauf und Gott sei Dank ist es kein ohne Unterhosenlauf gesehen. Gut, dann hat man es anders müssen nennen. Sackhüpfen oder so. Ist ja gut. Aber nein, da hat aber der Musikverein Ettigen viel besser, die mir nicht in Unterhosen auftreten. Oder Gott sei Dank. Die haben eine neue Uniform gekriegt. Ganz eine schöne neue Uniform. Unser Geschichtslehrer hat gesagt, so eine Neuuniformierung, das hat es schon in der Antike gegeben. Dort hat man es oft anders genannt. Mumien frisch einrollen. Ja, und die Mumien vom Musikverein, also die jetzt vom Musikverein, die sehen super aus in den Uniformen. Also die Uniform sitzt, die Stückchen, die sie spielen, ja, gut, aber das gleicht sich ja dann wieder aus. Da hat Opi gesagt, was gleicht sich aus? Da gleicht sich gar nicht aus. Wenn die Omi ein neues Negligé kauft, wegen dem bloß die nicht besser. Hat Opi gesagt. Hat der Opi gesagt. Nein. Hat der Opi gesagt. Und der Opi ist für uns so etwas, eine Informationsquelle, so etwas wie ChatGPT. Und das Omi ist für den Opi so etwas wie ChatterGPT. Ja. Also hat er, glaube ich, nicht ernst gemeint. Jeder braucht Informationsquellen. In Ettigen gibt es Guckerzeitli. Oh ja, in Ettigen gibt es Guckerzeitli. Aber Ettigen hat scheint noch etwas anderes. Ein Defizitli. Scheint's. Der Opi hat nur gesagt, das Defizit in Ettigen wird von Jahr zu Jahr grösser. Wenn das noch grösser wird, gibt es irgendwann sogar eine eigene Postleitzahl. Wir hatten einen Vorschlag. 4106. Das ist ein Witz. Aber Ettigen ist überall Nummer 1. Und einer ist in Ettigen jetzt offiziell Nummer 1. Der hat nämlich den Ettiger-Preis gekriegt. Ja, der Christoph Sütterlin, der Revierförster. Ja, als erster Nicht-Ettiger hat er den Ettiger-Preis gekriegt und noch gedacht, hä? Jetzt haben wir in einem grossen Dorf nicht irgendeinen gefunden, der diesen Preis geben könnte. Jetzt wird er eine Auswertung, aber dann ist das recht. Der ist gern zuoberst. Immer gern zuvorderst, der Christoph. Wir können sagen, Ladies first, Christoph Förster. Das ist ein Wortspiel. Nein, nicht jedes Mal. Und, oh ja, das Nummer 1 in Ettigen, gastronomisch gesehen, ist das Bahnhöfli. Ja, das Bahnhöfli, also der Opi hat gesagt, hat die Grossmami keinen Herzschrittmacher, wäre sie schon lange gestorben. Und der Ibrahim und das Bahnhöfli ist so quasi der Defibrillator von Ettigen. Und habt ihr das gewusst? Das Bahnhöfli heisst ja Bahnhöfli, weil dort am Stand ist ganz viel hocken mit einem guten Zug. Im Bahnhöfli kehrt man ein und im Restaurant Vogue bricht man ein. Also Einbrechen ist bis jetzt etwas gesehen, was man nur vom FC Ettigen kennt hat. Aber jetzt ist Einbrechen auch etwas, was man vom Restaurant Vogue kennt. Der Opi sagt nicht im Restaurant Vogue nur noch Ganove Drive-In.
Zweimal haben die dort schon eingebrochen. Zweimal. Gut, im Restaurant Altane wären sie froh, es käme über das zweite Mal. Aber nein, das ist wieder total innovativ. Das Restaurant Vogue ist komplett innovativ, weil die ja quasi Nachwuchs fördern, so, von Quereinsteigern. Und Ettige ist auch noch jemand anderes Nummer 1, nämlich zum Thema «Da passiert nichts». Ja. Da, wie gesagt, Ettige ist kein Schlafdorf, sondern ein Koma-Kaff. Ja. Ja. Hat er gesagt? Er hat gesagt, Ettigen ist wie ein grosser Safe mit nichts drin. Ja. Also wenn man Scheins Ettigen ins Navigationsgerät eintippt, fragt das Navigationsgerät zurück, bist du sicher? Aber ich finde es nicht schlimm, wenn nichts passiert, weil wenn nichts passiert, passiert auch nichts Schlimmes. Das einzige Schlimme, was letztes Jahr passiert ist im Umlauf von Ettigen, ist der Bankomat gesehen, den sie gesprengt haben in Laufen. Ja. Und das hat man gespürt bis dahin. Ich weiss, dass die Grossmami ist gekommen, ganz nervös, hat gesagt, hat er das gespürt, hat er das gespürt? Er hat gesagt, ja, der Boden hat vibriert. Ich glaube, das Guckerzeitchen hat angefangen. Nein, aber Entschuldigung, ich komme jetzt plaudern. Wir sind ja angekommen, zum Geburtstagsständchen für euch singen. Oh ja, wir sind das Elfi-Glöckli. Das ist meine Schwester, das Helgeli. Ja, das Helgeli zeigt uns die Helgeli. Ja, das ist jetzt ein riesen Zufall, dass Helgeli zeigt. Gut, Gott sei Dank zeigt sie keine Fotos, sonst wäre es meine Schwesters Totteli. Ich bin bis 11 und ich spiele hier die Ukulele. Fragt mich nicht, wo man diesem Instrument Ukulele sagt. Wahrscheinlich, weil der richtige Name, kleine verstimmte Gitarre für die, die nur 2 Griffe können, zu lang gesehen wäre. Übrigens ist 4 Jahre alt und sind noch die gleichen Seiten drauf. Man könnte also sagen, das sind die 4 Jahresseiten. Und meine Schwester hat mich gelobt heute Morgen. Sie hat gesagt, ich bewundere dich. Dann habe ich gesagt, für meine Mut, so ohne Spickzettel auftreten. Dann hat sie gesagt, nein, nicht ohne Spickzettel, ohne Talent. Dabei hat meine Ukulele-Lehrerin, Frau Hugendobler, hat mich gelobt. Ja, der hat gesagt, seit ich 7-mal in der Woche bei ihr komme üben, findet sie die Baustelle vor dem Haus gar nicht so schlimm. So, aber jetzt wollen wir ein Lied singen. Oh, Entschuldigung, noch schnell. Für alle, die mal Ukulele spielen, etwas ganz Wichtiges, ein Gratis-Tipp. Die 4 Seiten, die müssen stimmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Die 4 Seiten müssen stimmen. Moment. 1, 2, 3, 4. Stimmt. Jahre Guckerzeitli, Happy Birthday heute an alle. 10 Jahre Rampa Zampa, Remi Demi, Halligalli. 10 Jahre Toben, Klatschen, Johlen und auch Lachen. 10 Jahre sich über alles und jeden lustig machen. 10 Jahre offen, ehrlich, direkt ohne Blatt vor Maul. 10 Jahre hammermässig, sackstark und mega cool. 10 Jahre etwas wie eine Droge, für ein Fasnachts-Junkie sein. 10 Jahre das wortwörtlich, immer voll dabei. Ein Gucker braucht halt ein Zeitchen, Trommelwirbel, Tusch, Terrain, bis es endlich checkt. Das Guckerzeitli lassen wir nie mehr nehmen.